Dunkel war es und kalt und still. Aber an einem Ort ging es im Winter sehr lebendig zu, in der Lichtstube. Hier trafen sich junge, ledige Frauen aus dem Dorf zum Spinnen, Stricken oder Nähen für die Aussteuer. Diese Lichtstuben oder Spinnstuben gab es seit dem Mittelalter. Kreisheimatpflegerin Ingrid Ott belebt diese Tradition in Rödental wieder, gerade weil es auf dem Land immer weniger Orte für Geselligkeit und zum Kennenlernen gibt. In der Gemeinschaft kann man plaudern und austauschen. Man kann singen, was man ja auch früher gemacht hat, und mal Musik machen und so. Und man kann auch gemeinsam lachen. Seit Januar 24 treffen sich Frauen aus Rödental und Umgebung einmal im Monat zur neuen Lichtstube. An diesem Tag im Kloster Mönchröden bei Coburg. Schon zur Gründung kamen 30 Interessierte. Gemeinsam lassen sie auch alte Handarbeitstechniken wie das Spinnen wieder aufleben. Ich finde es super, weil es ist eine Handwerkskunst, die wir die letzten 5.000, 10.000 Jahre quasi gemeistert haben und jetzt in die letzten 200 Jahre vergessen. Also deswegen finde ich es sehr wichtig, dass wir uns da treffen und austauschen können. Dass man das alles mit der Hand machen muss, es schadet nichts, wenn man sich an die alten Techniken erinnert. Auch dann wieder die jungen Leute, wir versuchen sie auch weiterzugeben. Und man darf sich, genau wie früher, Tricks, Kniffe und Neues von anderen abschauen. Von Weberin Dagmar Scholz zum Beispiel. Sie hat einen Handwebstuhl aus dem Jahr 1889 mitgebracht. Mit dem wurden früher Bänder und Borten in Handarbeit gefertigt. Ich habe ihn zufällig auf dem Flohmarkt gefunden vor vielen Jahren, als man noch nicht wusste, was das ist. Und ich hatte halt das Glück, dass man nicht verschürt hatte. Und ich wusste als Weber, was das darstellt. Und das ist ein Bandwebstuhl mit einem Gatterkamm. Bis in die 50er, 60er Jahre hielten sich Lichtstuben auf dem Land. Mal gab es feste Treffpunkte, oft zogen die jungen Frauen aber auch von Hof zu Hof. Und auch die jungen Männer waren interessiert, allerdings weniger an Handarbeit. Aber in Lichtstuben haben sich auch viele Paare gefunden und es wurde auch getanzt. Und wie auch die Kirche die Lichtstube bezeichnet haben, es war ein Sittenverfall in der Lichtstube. Man war ja lustig und man hat so manchen Schabernack gemacht, aber vielleicht auch manches mehr. Eindrücke einer Lichtstube aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld. Viele Zeitzeugen aus Rödental sind mittlerweile gestorben, ihre Fotos verschwunden. Gunda Großmann aber erinnert sich noch an die Lichtstube in ihrem Elternhaus in Großwallburg bei Coburg. Damals war sie ein kleines Mädchen, doch ihr großer Bruder Günther besuchte gern die Lichtstube, wie hier 1938. Wir sind abends zusammengekommen und haben aber mehr Spiele gemacht, wie Blinde Kuh. Das waren wieder mein Bruder, die Größer, ne, die das gemacht haben. Ne. Haben halt über die Leute diskutiert im Dorf. Wissen Sie, wie es war, ne? Über Denken. Und da sind Mädel und Buben zusammengekommen. Und da haben sie sich meistens kennengelernt. Doch diese dörflichen Kontaktbörsen waren Kirche und Obrigkeit ein Dorn im Auge. Wie sehr, kann man heute noch im Coburger Staatsarchiv nachlesen. Amtsleiter Marcel Oeben hat Regelungen, Vorschriften und Verbote aus 4 Jahrhunderten gefunden. Ja, das Älteste, das ist tatsächlich dann eine sogenannte Polizeiordnung aus dem 16. Jahrhundert, wo man versucht hat, diese Lichtstuben bestenfalls zu unterbinden oder zumindest zu regulieren. Deshalb wurden Lichtstubenscheine an moralisch einwandfreie Personen ausgegeben, die über Ordnung, Zucht und gute Sitte zu wachen hatten. Heute ist Sittenverfall kein Thema mehr und Mundart und Musik sind willkommene Unterhaltung. Diesmal bringen die Gebrüder Tischer deftiges Liedgut zu Gehör. Dunner Keil, wie der Krüppel, alter gefeckter dummer Sau, halt dein Gusch, du Kolbskarnickel, dir Schieber soll man noch getrau. Das klingt so reh, das klingt so würzig, da kann man gar nicht alles so. Hört man gut, sind aber schellig, ach, wir, ein schöner Spruch.
Mit dem Einzug von Radio und Fernsehen verschwanden die Lichtstuben und damit das gesellige Beisammensein, ein wichtiger Teil des Dorflebens. Die neue Lichtstube bringt Menschen wieder zusammen, ein echtes Stück Heimatpflege.